SRF Audio. Die Menschen essen in stylischen Pizzarestaurants oder Sushi-Bars. Sie zahlen voll digital, bestellen danach auch ihr Elektrotaxi per QR-Code. An heißen Tagen vergnügen sich die Leute an den Stränden außerhalb der Stadt. ReiseinfluencerInnen posten Bilder davon. Zum Shoppen gibt es vom Haustiergeschäft bis zum Autosalon alles. Ja, das Leben ist Basi in Pjöngjang, der Hauptstadt von Nordkorea, und an seinem Vorzeigestrand. Für mich geht das überhaupt nicht auf, was ich da erzähle und was ich in letzter Zeit in den Medien lese und höre. Nordkorea soll es wirtschaftlich deutlich besser gehen als vor ein paar Jahren. Nordkorea, diesem abgeschotteten Land. Und die Weltmächte scheinen sich um den Kontakt zu reißen. Auch US-Präsident Donald Trump, der ganz aktuell wieder öffentlich dafür einsteht, Nordkorea nicht zu verärgern. Was steckt hinter diesem Comeback auf der Polit- und Wirtschaftsbühne? Beziehungsweise ist es überhaupt echt, das Comeback? Das will ich herausfinden heute mit euch bei News Plus. Ich bin Isabel Meissen. Vor einem Jahr war ich in Südkorea in den Ferien und da habe ich auch eine Busreise gemacht, bei der Touristinnen und Touristen in die Nähe der nordkoreanischen Grenze gebracht werden. Für einen Blick hinüber in eines der abgeschottetsten Länder der Welt. Von meinem Guide habe ich gelernt, dass drüben praktisch kein einziger Baum steht. Die würden alle verbrannt, weil es zu wenig Energie gäbe. Die Menschen hätten Hunger, sie dürften nicht ausreisen, kein ausländisches Buch lesen oder Musik aus dem Ausland hören. Kurz, ein Unterdrückungsregime der schlimmsten Sorte. Das passt überhaupt nicht zu dem, was ich zum Beispiel in einem Wall Street Journal Artikel lese, mit dem modernen Stadtleben in Pjöngjang und dem Wirtschaftsboom. Zum Glück kenne ich jemanden, der Nordkorea kennt und den Widerspruch vielleicht auflösen kann, unseren Korrespondenten Samuel Emch, der in China lebt. Nordkorea gehört auch zu seinem Berichtsgebiet. Es gibt sicher einen gewissen Aufschwung, vor allem in der Hauptstadt, in Pjöngjang. Das ist tatsächlich sichtbar. Das zeigen auch Satellitenbilder. Die Stadt in der Nacht ist heller. Aber ich würde sagen, das ist ein sehr lokaler Aufschwung, der sehr eingeschränkt ist und vor allem die Eliten erfasst hat, nicht die breite Bevölkerung. Darüber sprechen wir noch genauer. Nun möchten wir aber zuerst anschauen, wie es denn dazu kommt, dass überhaupt so ein Aufschwung möglich ist. Denn Nordkorea ist ja eigentlich wirtschaftlich mit Sanktionen belegt und ist ein abgeschottetes Land. Eigentlich ja, aber auch Länder, die diese Sanktionen unterschrieben haben, die nehmen es ja nicht mehr so streng mit diesen Sanktionen. Also zuallererst Russland, das Wirtschaftsbeziehungen eingegangen ist, politische Beziehungen mit Nordkorea. Bekannt sind vor allem die Soldaten, die nordkoreanischen, die in der Ukraine kämpfen. Dafür hat Nordkorea viel Geld erhalten. Da geht es um Milliarden, auch technologische Unterstützung gibt es für die militärische Entwicklung. Dann kennen wir auch die Cybercrime-Büros von Nordkorea. Also das sind Institutionen, die Bitcoins, andere Kryptowährungen gestohlen haben und so auch Hunderte von Millionen, teilweise spricht man sogar von 2 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen ergaunert haben. Dann gibt es noch eine dritte Quelle an Geld. Das sind Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner, die im Ausland arbeiten und dessen Löhne quasi dem Regime zufließen. Nordkorea hat also verschiedene Quellen, an Geld zu kommen, an Technologie, an Rohstoffe, halblegale, illegale, einigermaßen legale. Und irgendwie scheint mir, die Position von Nordkorea wirkt entsprechend gestärkt. Nun kommt US-Präsident Donald Trump, immerhin der mächtigste Mann der Welt, und sagt öffentlich, hey, das mit diesen demonstrativen Militärübungen zusammen mit Südkorea, das ist schon eine Provokation für Nordkorea. Das fahren wir mal zurück. I get along with him very well. Now what I'm doing is making things safer. Er kenne den Diktator Kim Jong-un und komme gut aus mit ihm. Er mache mit seinem Entscheid Südkorea auch sicherer. Trump ist bekannt dafür, dass er ein Flair für sogenannt starke Männer hat und besonders für Kim Jong-un. Bei anderen Ländern, die Nordkorea gerade aufwerten und stützen, stecken noch handfestere Interessen dahinter. Also bei Russland ist es offensichtlich mit der militärischen Unterstützung, die man kriegt von Nordkorea. Bei China, da gibt es auch den wirtschaftlichen Austausch,
der zum Teil auch ganz legal läuft, also zum Beispiel Perücken und künstliche Augenwimpern, die in Nordkorea produziert werden und dann nach China exportiert werden, zum Teil dann von dort auch weiter exportiert in die Welt. Und von Nordkorea kommt auch Kohle, andere Rohstoffe, die dann aber auch über verschlungene Wege illegal den Weg in den chinesischen Markt finden. Da gibt es aber auch politische Beziehungen, da geht es um Einfluss, um Stabilität in der Region. Die Stabilität, die für China sehr wichtig ist, dass es eben ruhig bleibt in der Region in Nordostasien, dass nicht etwa es zu einer Eskalation kommt zwischen Südkorea und Nordkorea, einer militärischen Eskalation. Also da gibt es unterschiedliche Interessen, sich eben Nordkorea zuzuwenden und zu schauen, dass da Ruhe ist, sage ich. Und das führt dann auch teilweise zu diesem Aufschwung. Jetzt hast du es schon gesagt, das ist nicht einfach so, dass es dem Land besser geht und allen geht es besser. Kannst du es noch beschreiben, an wen das vor allem vorbeigeht, dieser Aufschwung? Also auf dem Land, da geht es den Leuten noch ziemlich schlecht oder sehr schlecht, je nach Informationen, die man kriegt. Die UNO geht ja auch davon aus, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung immer noch unterernährt ist. Rund 1/3 der nordkoreanischen Bevölkerung. 40% leben in Armut. Das merkt man ein bisschen, wenn man an der chinesischen, nordkoreanischen Grenze unterwegs ist. Zum Beispiel, wenn man dort mit Geschäftsleuten spricht, die mit Nordkorea zu tun haben, die erzählen dann eben, wie ärmlich die Situation immer noch ist, gleich über der Grenze, wie ausgehungert die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken sind. Es gab, als ich das letzte Mal da war, vor rund einem Jahr, Tourenanbieter, die Schiffsreisen auf dem Grenzfluss anboten und die haben gesagt, ja, wenn du Glück hast, siehst du dann nordkoreanische Soldaten, die um Nahrung betteln. Diese Beispiele zeigen, dass es eben immer noch viele Regionen gibt, in denen es den Leuten sehr schlecht geht und die Ernährung auch noch ein Problem ist. Pizza und Beach, ja, aber schon nur teilweise und sicher nicht für alle. Das mit dem Wirtschaftsboom in Nordkorea, das müssen wir mit Vorsicht genießen. Frei erfunden ist es allerdings auch nicht. Samuel hat es erwähnt, es gibt Hinweise, die man von außen deuten kann. Wenn in der Hauptstadt nachts mehr Lichter an sind, heißt das zum Beispiel, dass es zumindest mehr Strom gibt. Bei meinem Trip vor einem Jahr habe ich vom südkoreanischen Guide eben gelernt, dass Energie sehr knapp ist. Da scheint sich also wirklich etwas zu tun in Nordkorea. Und das Wall Street Journal, eine renommierte Zeitung aus den USA, die schreibt von ganzen Industrien, die man aufgezogen habe. Zum Beispiel stelle Nordkorea eigene Smartphones her, die auch rege gebraucht würden, um zum Beispiel Taxifahrten zu bestellen online, sowie bei Uber. Diese Smartphones und die Apps, die dazugehören, die scheinen echt zu sein. Ein Tech-Influencer mit Millionen Followern auf YouTube sagt, er habe 2 bekommen und getestet. Aber natürlich werde man da konstant überwacht. These devices, both of them, will take periodic screenshots as you're using them. Und es sei auch nicht so, dass Menschen in Nordkorea sich einfach alle Apps herunterladen könnten, die sie wollten. Like this one is entirely biographies of past and current North Korean rulers. Something else I've never seen before is a general guidance app. Da würden also Apps verordnet. Aufschwung, teilweise ja. Normale Freiheiten, in unserem Sinn normal, nein. Und Nordkorea ist dermaßen abgeschottet von außen, dass es auch nicht ganz einfach ist, an Informationen zu kommen oder Infos zu fact-checken. Es ist sehr abgeschottet, aber es gibt verschiedene Kanäle, die man sich dann ein bisschen zusammensuchen muss. Also zum einen sind da die Satellitenbilder, die zeigen, wo gibt es welche Entwicklungen. Eben da sieht man dann, dass Pyongyang in der Nacht stärker beleuchtet ist. Man sieht auf den Satellitenbildern, dass fleißig gebaut wird entlang den Verbindungen zwischen Russland und Nordkorea. Da gibt es jetzt eine neue Verbindungsbrücke. Dann gibt es Kontakte zu NGOs, die sich mit Nordkorea befassen und die eben ihrerseits Kontakte ins Land haben. Und ein weiterer Punkt für mich wichtig sind Leute, die eben direkt mit Nordkorea geschäften und auch regelmäßig jetzt wieder nach Nordkorea können, deren Eindrücke. Es gibt dann einem einen Eindruck, okay, wie sieht es aus auf der anderen Seite dieser
abgeschotteten Grenze. Also wir haben Quellen, es gibt Quellen, die man sich anschauen kann über das Leben in Nordkorea an sich und jetzt auch eben über diesen Aufschwung in Anführungszeichen. Wenn jetzt aber zum Beispiel Reisende, InfluencerInnen Bilder posten oder etwas verbreiten, wie unabhängig sind diese Infos? Also man hat da Menschen gesehen am Strand, die irgendwie in der Hitzewelle sich abkühlen und das genießen. Das hat für viel Aufsehen gesorgt. Ja, das sind die kontrollierten Bilder, die Nordkorea in die Welt aussenden will. Ich glaube, viele der Influencer oder zumindest die ich jetzt beobachtet habe, die im Land waren, die sind sich sehr bewusst, dass ihnen einfach gewisse Zugänge gegeben werden, was sie sehen dürfen und sollen und das auch dann eben posten können. Viele sind sich da bewusst, was sie machen und wie sie auch zum Teil instrumentalisiert werden auf diese Weise. Das hat es schon eigentlich immer gegeben. Leute, die reinkommen konnten für den Pyongyang-Marathon oder das Filmfestival in Pyongyang, die dann eben auch streng kontrolliert waren, was sie sehen konnten und wohin sie gehen konnten. Wenn wir also Bilder aus Nordkorea sehen, können die echt sein, aber unabhängig sind sie oft nicht. Zum Beispiel, wenn Influencerinnen und Influencer als Reisende ins Land dürfen und dann Souvenirs mitnehmen. In every souvenir shop, they sell inflatable nuclear missiles. It's practically become part of the cultural code. A missile meant to fly to the US. Dieses YouTube-Video behauptet, als Souvenirs würden in Nordkorea aufblasbare Nuklearraketen verkauft. Keine Ahnung, wer sowas überhaupt kaufen will. Ganz normale Touris, die frei in Nordkorea herumreisen, gibt es sowieso nicht. Russinnen und Russen zum Beispiel kommen allenfalls hinein, aber natürlich wird dann gesteuert, was sie zu sehen bekommen und was nicht. Schöne Strände ja, Armut und Not nein. Nordkorea erlebt einen begrenzten wirtschaftlichen Aufschwung und ist nicht mehr so klar von der Weltgemeinschaft ausgeschlossen wie auch schon, scheint mir. Donald Trumps Avancen tragen wohl dazu bei. Aber entscheidend sind sie nicht. Es sieht nicht danach aus, als hätte das einen großen Impact jetzt auf Pyongyang. So kann man es zumindest interpretieren, wenn man sieht, wie oft jetzt seit seinem neuen Amtsantritt Trump schon eben diese Verbindung zu Kim Jong-un ins Spiel gebracht hat und man auch schon über ein Treffen spekuliert hat. Er hat sich auch dahingehend ja schon geäußert, dass er ihn treffen möchte und von Pyongyang kommt da nichts zurück oder praktisch nichts. Also man zeigt Trump die kalte Schultern. Das war während der ersten Amtszeit noch ganz anders. Da hat man zum Beispiel Raketentests eingestellt, damit sich Kim mit Trump treffen kann. Die Raketentests, die gehen unvermindert weiter jetzt. Also da scheint man sich nicht irgendwie auf irgendetwas einlassen zu wollen. Man hat auch von Pyongyang aus gesagt, dass man sicher nicht über das Nuklearprogramm, über die nukleare Abrüstung reden will. Und da sieht man, dass sich die Situation jetzt innerhalb von wenigen Jahren in Pyongyang schon sehr geändert hat, ein Selbstbewusstsein da auch gewachsen ist und dass das Regime sehr stabil im Sattel sitzt, stabiler als wohl je zuvor in den letzten Jahrzehnten. Das Regime wird also gestärkt. Politisch wird sich die Lage für die Menschen in Nordkorea also nicht verbessern, Aufschwung hin oder her. Und wirtschaftlich, also dass es zumindest weniger Hunger gibt, einen angenehmeren Alltag für alle. Da gibt es sicher weiterhin einen wirtschaftlichen Aufschwung. Inwiefern der dann eben auch in der breiten Bevölkerung ankommt in Nordkorea, das ist eine andere Frage. Die Verteilungsfrage, die ist schwierig so zu beantworten. Zumindest gibt es jetzt nicht einen großen Hinweis, der zeigen würde, dass die breite Bevölkerung bis jetzt davon profitiert hat. Da machen wir einfach in einem Jahr oder so noch eine Folge und dann schauen wir, was wir wissen. Oder so. Genau, das denke ich, wir müssen da regelmäßig hinschauen. Das werden wir. Und wenn ihr eure Gedanken zu dieser Folge teilen möchtet, meldet euch gerne wie immer auf newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht. Ihr findet den Kontakt im Podcast beschrieben. Das Team heute: Marc Alemann, Tobias Bühlmann und Isabel Meissen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.